Welkom zum Tubzingen. Vi freuen uns sehr, dass du din TV eingeschaltet hast oder din Phone oder was immer du hast. Und dass du von dir auch waar dabei bist. Wir möchten von dir waar Gott loben und Gott preisen, die heute einladen. Als Gruppe zijn we hier. En de andere zijn niet gezet. Wat mensen, we freuen uns, dass wir dit kennen. Gott loben und preisen. Und du bist eingeladen, auch mitzumerken. Und wir haben die ersten Leute, das tu nombre de Dios, vom Spanischen ist es gesagt, die Nummer haar, weet nu. Singt doch mit uns. Die Nummer haar, weet nu, die herrlichkeit, ser var all, Emma var, jeg kan de se, mine anbetung, je hilflos die, wenn's für dich best bist du, en jeg dir die, der ihne Macht, für dich best bist du, jeg dir die, og vil og pres min hand. Die Nomen har, heel ik nu, die herrlichkeit, ser var all, Emma var, jeg kan de se, min anbetung, je hilflos die, wenn's für dich best bist du, en jeg dir die, der ihne Macht, für dich best bist du, jeg dir die, og vil og pres min hand. Wenn's für dich best bist du, en jeg dir die, der ihne Macht, für dich best bist du, jeg dir die, og vil og pres min hand. Arm allein, weil wir ihr und Pracht geben nicht. Heißt grün, heißt wunderbar. Wenn's für dich best bist du, wenn ich dir die, der ihne Macht, für dich best bist du, ich dir die, og vil og pres min hand. In Epheser Kapitel 1, Vers 3, sind ganz interessante Vers, wo er redet, dass wie Gott du verloven und preisen für das, was er uns Leben tun. Er hat uns gemerkt, dass wir Himmelsbürger waren. Und ich bin dort, er hat uns mit himmlischen und geistlichen Segnungen gesehen, sagt er. Und dann wieder sagt, du wennst ja wie nicht anders als am Loven. Dan kan vi davon reden wat hij gedaan heeft. Dan kan vi ons uitbrengen wat Gott in ons staat, niet? En dan wel we am loven en prijzen. So, du bist eingeladen, wieder mit zu singen. Ons Gott ist ein machtiger Gott. Tempel Gott im Ebenhuur, echt du bloß kein Witz. Ons Gott ist gewollt, ja Gott. Seine Schritte sind zu staan, als seine Füße aus dem Blitz. Hans Gott ist gewollt, ja Gott. Er hat uns nicht umsonst mit dem Paradies verdreven, dort wir nicht ohne Grund, dort er für uns starb. Sein Vater komm es dich bei, du willst du wie nicht verstehen. Hans Gott ist gewollt, ja Gott. Hans Gott ist gewollt, ja Gott, ein Arsch. Von Himmel hier auf mit Welt, es bleiben Grund. Hans Gott ist gewollt, ja Gott. Hans Gott ist gewollt, ja Gott, ein Arsch.
nie wollt ja Gott. Met Wut und Bestierung, Abweisung verbrennt, doch du bleibe an, schaffst ihn sehen und Krieg. Gott heeft für uns die Don auf uns, Gott ist nie wollt ja Gott. Uns Gott ist nie wollt ja Gott, ein Haus, von Himmel hier auf der Welt. Leuven, Kraft, uns Gott ist nie wollt ja Gott. Uns Gott ist nie wollt ja Gott, ein Haus, von Himmel hier auf der Welt. Leuven, Kraft, uns Gott ist nie wollt ja Gott. Ons Gott ist ne wollt ja Gott, ein Haus vom Himmel hier auf net Welt. Leuven, Kraft, ons Gott ist ne wollt ja Gott. Ons Gott ist ne wollt ja Gott, ein Haus vom Himmel hier auf net Welt. Leuven, Kraft, ons Gott ist ne wollt ja Gott. Ons Gott ist ne wollt ja Gott, ein Haus vom Himmel hier auf net Welt. Leuven, Kraft, ons Gott ist ne wollt ja Gott. Oh Jesus, du denkst mich vergeben, wann ich meine Sünde bekannt. Jesus, du wirst die nächste Schuld für meine Schuld und Christe Oh Jesus, meine Worte reden niemals her, och bara ett misse sei aber mig. Jesus, dine Leib bringt mir Erlösung, heit nehm dich nur zu hier noch. Tot etse soll ja voi, wann man mich falsch noch redt. Ich weet nicht, wer ich dort vergeben kann. Der Ferken haft man sich all und mich verscheucht. Dort bringt mich an zum Denken, was Jesus denkt. Oh Jesus, du denkst mich vergeben, wann ich meine Sünden bekannt. Jesus, du wirst die nächste Schuld für meine Schuld und Triste Oh Jesus, meine Worte reden niemals her, och bara ett misse sei aber mig. Jesus, dine Leib bringt mir Erlösung, ich nehm dich nur zu hier noch. Du kann ich auch vergeben, wenn's du hast mir erst vergeben. Jesus, du hast mich dort vergelebt.
Vergebung ist Entscheidung, wo ich treffen mag. Die Herr Jesus hat denken, en ja für mich Kraft. Oh Jesus, du bist mir vergeben, wann ich meine Sinn bekannt. Oh Jesus, du wirst die nächste Schuld für meine Schuld um Christus. Oh Jesus, meine Worte reden niemals ab, doch wann ich miese sei, aber mich. Jesus, meine Leib bringt mir Erlösung, ich nehm dich unser hier noch. Ich nehm dich unser hier noch. Ich nehm dich unser hier noch. Dankeschön vor dem Himmel, dass du diese Genot für uns hast. Dass du, was so sehr viel falsch neugeredet warst, die wird so viel beschuldigt, die wird nicht bloß beschuldigt, auch schlecht behandelt hat. Und du hast die Menschen alle vergeben. Und du betest sogar dem Vater im Himmel, dass er auch vergeben soll, als er die am Kreuz schlunen hat. Das ist eine große Liebe, was du für uns Menschen hast. Und das, was du uns vergelebt hast. Und uns sinnige Menschen, die wir in Sinn geboren sind, immer weiter verzeihen das. Weil du sagst in den Wort, wenn wir unsere Sinne bekennen, dann bist du treu und gerecht. Auch wenn dort nicht nötig wird, aber du das dort und verzeihst uns den Sinn. So sagt es in den Wort, Herr. Wir loben und preisen dich und wir wollen immer von dir singen, wir wollen immer von dir reden und einfach sagen, wie gut du bist, was du für uns alle das. Und Dankeschön dafür. Vielleicht sollen wir den Chorus noch einmal singen. Alle top? Oh Jesus, du darfst mich vergeben, wann ich meine Sinn bekannt. Jesus, du wirst die nächste Schuld für meine Schuld um Christus heim. Oh Jesus, meine Worte reden niemals ab, doch wann ich miese sei, aber mich. Jesus, deine Leib bringt die Erlösung, ich nehm dich unser hier noch. Sagen wir noch einmal die letzte Reihe. Ich nehm dich unser hier noch. Und noch einmal. Ich nehm dich unser hier noch. Amen. Liebe Freunde, wir sind sehr froh, dass wir ab dieser Art und Weise von der uns mit ihnen kommunizieren können, Gott seine wunderbare Dote wieder zu verbreiten, wieder zu lehren. Und ich möchte einmal ein bisschen zurückgreifen nach dem, was wir im Ferienprogramm, im Tierenprogramm, falls du dort nicht gecheckt hast, würde ich dir ermöglichen, einmal dort unterhören, wo wir über das Thema Vergebung geredet haben. Und wir wollen uns von der ein bisschen wieder mit dort beschäftigen. Und ich möchte ein klein bisschen durchabhauen von dort, was wir viermal reden, über Vergebung. Dort verdeutlichen, dass Vergebung ist eine Ungerechtigkeit. Das hört sich krass und hört sich schlecht, aber Vergebung hat absolut nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Und wir wollen als Menschen so leicht immer weiter Gerechtigkeit in uns Leben sein. Vergebung hat mit Genot zu tun.
En dat is ons in Jesus Christus, als dat nu ons gekomen. En ik mocht einmal een paar vers lezen uit Johannes kapitel 1, vers 14 bis 16, wo dat zo zegt, en dat woord wordt mens. En dan woont dat mank ons. En wie sagen, wie herrlich hei wir. Eine Herrlichkeit, zoals ein Vater seinem einzigen Sohn der juif. Voll von Genot und Wahrheit. Johannes sagt dort Zeit von am. En seht ganz lüd, dit is die, von dem ich seht, no mi wat komme, die al fermi wir, wils hij wir euer aus ech. Van uit zijn volmoed, have we alle genomen, genood om genood. Met dit heeft vergeving te doen. Genood om genood. En Petrus trekt dat zo uit in 2 Petrus kapitel 3, den laatste vers, wo hij zegt, dit en deze genood was. En deze genood wil we ons jenseitig vergeven. We dat im Ferien Thema erwähnen deed van Petrus zijn Beispiel, we werken, wie immer war daaruit gefordert zijn te vergeven, en dat in ons levensstil wordt, ständig te vergeven, en waar dat te vergeven. Zodat hier niemals ab, zolang als ons leven hier op deze aarde is. Leuk hier, ik vraag me, een van jou, dus een broeder, een vriend, heel door dik, bij reis en verstalen te gaan, die heeft zich bereid erklärt, ons van jou een beetje van zijn persoonlijkheid Zeugnis met te delen. Zijn Beispiel wat hij met deze thema vergeving ervaren heeft. Dat is een lektie die in zijn leven persoonlijk zeer verdiept worden is. En ik dacht, als ik dat hier, dat we te schoon, dat niet wieder te verbreiden. Weil veel van ons kämpfen met dat thema Graal im leven, Hass im leven, wo wir nicht gut mit fertig worden. En hij wil ons een beetje mitteilen van dem, wat God in zijn leven gedaan heeft, waar hij daar gekomen is, en de waarhaftige vergeving, die daar genoeg gekomen is, erlebt heeft. Op euer wiedergehen mochte ich einmal dafür beten. Jesus, ik dank die für die Gelegenheit. Ik dank die für die Gelegenheit, die du uns schenkst, dat wir von dir noch von deinen Worten, von deinen Wunderdoten zeigen können. Herr, du gibst uns von dir noch hopen der, dat wir dort wiedergeben können, wieder vertalen können, was du in unserem Leben denkst. Du sagst, wir sollen dort, was wir mit dir erleben, wieder sein. Dat Evangelium ist ein unvoetbares, ein erleefbares Evangelium für alle Kreaturen, für alle Menschen, die du geschaffen hast. Und wir wollen dat so leicht, dat alle man dat verstehen kann, als möglich vermitteln. Und ich bete, Herr, deine Genade, dat Hildur van jou ons dat vertalen kan wat du aan hem hart gelegd hast, wat du geloofst, wat wichtig is voor ons, die we am Tag hier, wo immer die verschiedenen Menschen in der Welt sich auch befinden von dir. Den Geist ist aller Wege. Der Psalmist sagt, ich kann so deep mehr gehen, als ich will, auch du hast den Geist. Ich kann nicht wegrennen, wo den Geist nicht ist. So lieber Tag hier, wo immer du dich in der Welt befindest, der Geist Gottes, es kriegt du, wo du nu ook bist. En hij is bereid voor die te reden. Hij is bereid dein leven niet te melken. Hij is bereid die een nieuwe aanvang te geven. Hij is bereid die een tweede chance te geven. Hij is bereid van jou uit die een nieuw geschöpf te melken, damit du vrij van Graal, vrij van Hass, vrij van Verwundungen, vrij van Verletzungen die in hem leven zijn kost en te Gottes eer leven kost. Herr Jesus, ik bid in diesem Moment für Hildur vom ganzen Harte, die sich op deine Welt seine Erfahrungen te vertalen. Moest du am Schirmen mit deinen Jehen Wut und schenkt dat dort im Sehen sein kann für viele Menschen. In Jesus seinen Namen. Amen. Dankzij Elando für die Verstellung, lieber Tahira. Ich würde verschiedene Welle, wenn du das Programm schickst, dann schneid das nicht auf, oder du dort ganz durchgeschickt hast. Dus Elando al 7 Minuten ist Hildur. Ich immer hatte ich viele Hemmungen mit meinen Namen. Aber omdat wir diesen ganzen Kontext von der mit verstehen, weil ich in Gelegenheit bete,
teruggeriepen van waar ik herkom. Mijn moeder, die starf als ik geboren word. En mijn noemen is buiten mijn leven dat eentje wat ik van haar met je arwe heb. En als mij dat eerst al bewust wordt, dan ga ik den ook beetje noemen. Uit dem Grund, wanneer man eerst bit älter wordt, wanneer man über gewisse Sachen überweicht kommt, dann worden gewisse Sachen wichtiger. Gut, ich sehe dann meine Mutter, wie gestorben war, als ich geboren wordt, dann bleibt mein Vater mit 10 Jahren hier. Ich will selbstverständlich die Nummer 10. Er hat 9 Tüs. Und dann ist er zu Raum gekommen, dort er mich aus Adoption freigestellt hat, aber ich kam in einem Haus von meiner Onkel und Tante. Also meine Mutter hat mich großgetragen hat, dort wir die Schwester von meinem biologischen Vater. Mein Zeugnis, was ich von der vertellen will, dort wird sich den Vater handeln, der mich abgenommen hat damals, der mir seinen Namen gegeben hat, seinen Herrnamen selbstverständlich, der mich großgetragen hat, der einfach größter Teil von dort ist, einfach was ich von der sehe. Das Zeugnis heute, das gibt in Telot. Das ist ein Thema, wo uns das für nächste sehr schön über reden. Wenn wir sagen, das gibt in Telot, dann denken wir an Aufschritt nehmen, dann denken wir an viele Sachen. Und für mal will wir das dann ignorieren, man will da überwacht kommen, man will dort nicht an die EU checken und so weiter. Und ich will auch keine Utnahme von da. Die Situation wie so, als ich dann aus dem Adoptionsprozess ein wie dann wie ich 6 Jahre, das ich all sehe, sie dann wie das hier abgewaschen. Und das hat erst bei mir niemals im Zweifel gekommen, als das meine Eltern wären oder nicht. Ich hatte es immer als respektiert und sie haben mich auch als uns dort angenommen, ich sie dort erbe und ich sie dort sehr dankbar für. Das Vater, der mich dann abgenommen hat und der mir alles verschaffen hat, was ich zum Leben braucht, was ich einfach gerät wir. Ich würde mal sagen, dass wir in Gewissenshaft Christ, wenn ich das von der 3 denke. Wir nicht ein Mann, der so ja Abfall mit seinen Sachen, aber wir Gewissenhaft. Und als ich dann ist ganz gerät wir und wir uns all, ich mir all befriedigt hat und so weiter, dann gibt sich dort ab eine Gelegenheit, dort wir eine Diskussion haben. Aber für diese Diskussion, ein paar Jahre vorher, wie mein biologischer Vater gestorben. Der hat nämlich Schrift gehabt. Und dann wird dort wir am Anfang Dezember, wir bleiben dann zum Jahresschluss hier in der Klinik. Und dann, als wir 3 fahren wollen, hatten wir eine Diskussion. Ich würde sagen, ein Motiv, was eigentlich nicht geltig wird zum Diskutieren, aber man ist dann für einmal so. Als wir 3 fahren, dann sage ich meine Frau, ich wollte den Ölen mal entlesen. Und dann fange ich dann an mit meiner Entleserei. Wann ich mich anrufen bedeutet, dann würde ich dem nicht attendieren. Oder wenn ich mich in meine Sache schreiben bedeutet, dann würde ich dem nicht antworten. Und so für jeden Januar, und ich würde auch nicht 3 rufen, und dann kommt der Februar, dann sind wir einmal in der Klinik gefahren, und ich sage einfach zu meiner Frau, wie waren da gefahren, wir fuhren dann
wäre er Huis voorbij en de zoute buiten, ik molesteerde me niet mal de piep in te draaien. Wij zijn wie nog immer dabei te schuilen. Hij wordt je dan ergens van meer weten. Wie voor het trein en dat leven je het wieder. Ik had mijn hart einfach sehr verhört het angehen even. Uitzagen die vielleicht mit den innerlichen Schmerz kommen, wordt weit uit. En zo ging dat wieder. Dann kommt Mords. En an der Stelle gehe ich immer noch wieder. Dann kommt der 15. Mords. Und ich bin in meinem Office auf Arbeit. Und dann mit einmal, ich lege mein Telefon und ich attendiere dort. Und dann ist da eine von meinen Tantes dran. Und ich sage dann an mir, was ist passiert? Das Tante ruft mich doch sonst nicht an. Und da sehe dann zu mir, wacht einen Moment, ich gebe das Telefon einmal die Schwiegermutter. Und dann wird das immer so, das Geheimnis wird immer geraten und ich verstehe nicht, was an der anderen Kant passiert wird. Und dann sagt meine Schwiegermutter an der anderen Kant, mit einer gebrochenen Stimme, sagt sie zu mir, dein Vater ist gerade gestorben. Und dann wusste ich nicht, was ich hier hol. Das wir so aus wann ich gefroren wir, oder aus wann erins wer mir hat, was immer gut, oder man läuft dann dort als ein Traum, wird nach Eva gehen, oder du hast erins was passiert, was die mit normale Fütterung gebracht hat. Dann sage ich, ja, der ist am Dezember all gestorben. Ich meine dann meinen biologischen Vater. Dann sagt sie, nee, ich meine den Adoptivvater. Er hat Herzschlag gehabt und der ist gestorben. Und dann kann ich Ihnen dort feststellen, die Wicht wird anfangen zu drehen. Diese Schuldgefühle. Ein Mensch, der die alles gegeben hat, eigentlich, was ab das ihr zu geben ist, dem hat ich eine Erträgung genommen, nur meinem dafür heulen, aber ich wusste das auch, dass das nicht richtig war, und mit einmal ist es nicht mehr durch. Ich mal mich dann bei meinem Chef auf, und wir fuhren dann um Chaco, meine Frau wie in der Stadt gefahren, ich funkte nicht, also ich musste noch ein paar Stunden warten, bis ich da war. Dann fuhren wir um Chaco, in der Klinik, und wir kommen nach dem Haus, wo meine Eltern wohnen, und wohnten dann. Und die ganze Zeit, den ganzen Tag über, und die ganze Fahrt über, hat ich noch eine Stunde vergoten, ich war einfach hart, ich war sehr hart. Und dann komme ich nach Haus, und dann merke ich der auf, beim Auto, und gehe am Ohr meiner Ma, und dann sagt meine Ma, das gibt ein Telot. Diese Phrase, das gibt ein Telot, die hat mich sehr angedreht in mein Hort. Das gibt wirklich ein Telot, dass man kann in einer Situation stehen. Dann vergingen dann die erste Minute, und was wie war der Fassung wäre, dann gingen wir dann nur dem Leichnam Tetje. Und ja, dass wir dann einfach mein Vater, was da lag, dass wir die Person, was mich abgenommen hat, dann als ich nicht kann, dass wir die Person, was weiß ich wie viel Mal danach abgestoßen ist, noch mich, was mich Schellbildung gegeben hat, was alles. Und ich hatte am so betont, und habe wir so von der Eid gewonnen. Nu wird das zu laut, dass ich mit ihm über diese Sache reden kann. Die Situation war ziemlich kritisch dann, wir haben dann das Begräbnis geführt. Und als wir dann vom Friedhof raufgingen, das sperrt sich so nur eine große Ladung, was einer mittraut hat.
das Schuldgefühl. Das ist ja nicht bloß ein Schuldgefühl, man weiß ja, dass die Heilige Sache, die dort ein und das andere Mal, und man erinnert sich daran, was man getan hat. Das ist eine Situation, was wir vorbei kennen. Aber ich habe das nicht vorbei. Ich werde stolz. Ich will von Demut in so eine Sache, in Trachstallerie, in Verzeihung, Frau, in so eine Sache, so eine existiert nicht bei mir. Ich sage das immer durch, was ich glaube, was ich drauf. Und dort ist die Situation, dass die geblieben ist. Mein Vater ist gestorben und ich habe dort nicht mit dem Trach gestellt. Dort braucht Jahre eine Loading, eine große Loading auf den Hort. Ich wollte, dass er das getan hat. Von daher ein Kind, oder ich in der Familie, man wollte das als Vater, wenn man da geht, dass man auch verzeiht, ohne dass man gefragt wird. Bloß dann wieder eine andere Situation, das Schuldgefühl, das chronische Schuldgefühl und die Selbst. Wir kommen hier nicht mit über den Weg. Wir leben hier mit. Wir sagen doch meine Kinder. Wir kommen frei von das. Dann sehe ich, hauptsächlich gewonnen. Die Pastoren, die haben mich wiesen können, die haben mich helfen können, von der sehe ich Friede von dieser Situation. Ich bin nicht stolz auf das Zeugnis. Aber das ist eine Wirklichkeit, die mir passiert ist. Und ich habe da ein paar Wieden mitgebracht, eigentlich für die ganze Familie. Wenn wir in der zweiten Channel 20 hast ein bei sein, da sage ich dort, du wirst nicht leben bleiben. Du wirst sterben. Das ist ein Text, was Jesaja dann im Channel sagt, und das halt für uns. Keiner von uns wird für immer hier leben. Aber wir wollen eine Herrlichkeit, wir wollen wie Christus sein. Ich möchte, was wir für Mädchen und für Jungs sagen, der ich glaube, dass du als Jugendlicher vielleicht einmal so ein Streichchen in den Hort. Wie sieht das bei mir aus? Vielleicht ist das eine von den letzten Herausforderungen, was du hier warst. Aber ja, Gott, die Reppe wird. Keiner von uns weiß, wann uns Moment ist. Wenn du ein Mädchen bist oder ein Jung, was mich von dir hielt, dann will ich ein paar Punkte anführen, die vielleicht männlich sind, die in den Hort sind. Die vielleicht dringend eine Lösung brauchen. Und ich will dir eine Sache sagen. Christus, das ist die Lösung. Vielleicht hast du eine sehr hohe Erziehung gehabt. Vielleicht sind deine Eltern extrem streng gewesen mit dir. Das hat dein Hort sehr verletzt. Du hast einen Hass abgebaut. Und vielleicht ohne dass du das möchtest, rinswan, jefst du das wieder. Oder du bist bestraft worden. Ohne einen Grund. Vielleicht musst du auch sehr arbeiten. Bitte das Normale. Vielleicht einmal wirst du. Vielleicht kommst du in ein Elternhaus, dort in gewissen hingenommen hast. Und dort verletzt ihn Hort, und dort lässt ihn einfach schwach fühlen. Vielleicht ist ihn Vater ein Alkoholiker. Und du musst mit der Schau der Gesellschaft leben. Man sagt nicht, dass es der Lied ehrt. Man sagt, dass es dem Besobenen sind. Sein Kind. Das ist eine große Last. Vielleicht hast du den Bruder, vielleicht sonst einen Verwandter. Vielleicht hast du sexuelle Belästigung erlebt in deiner Familie oder in der Gesellschaft. In China merkst du wer verantwortlich. Weißt du, was den Hort ist? Man sagt, er versteht, wann die dort passiert ist. Das ist verwundet. Vielleicht hat man die beschuldigt, ohne dass du
schuldig wirst, oder man hat diese sogar bestraft. Für irgendeine Sache, was du getan hast. Vielleicht bist du in Weserchen gewesen. Und weet je wat, als eine Sache, wenn das Weserchen hebt, dann hebt das für viele Erzieher. Aber wenig Menschen, die das Kind leuven. Wenn es das hat nicht Schutz, das hat nicht Eltern, dann erträgt wie alle. Aber wenig leuven dort. Vielleicht kostet das nicht, wenn ich überwinde, wenn deine Eltern, vielleicht dein Vater oder deine Mutter jung gestorben ist. Vielleicht wirst du danach mal 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre, ich weiß nicht. Das verletzt sehr. Vielleicht bist du ein Adoptivkind, das ist. Und du hast deep im Hort das Verlangen, deine Eltern zu lernen. Ich habe so viele Adoptivkinder. Und eins sagte mir, ich weiß nicht, wie ich sie. Ich kriege nicht die neue Unterstützung, um ihre wertliche Eltern zu finden. Wenn du so ein Kind bist, dann will ich die Mitmerker nicht abgeben. Du die nicht, du ein abgehen, aber sie tun, du brauchst das. Das ist wichtig für dich. Das gibt jedenfalls viel mehr Gründe als diese. Wo die Hort einfach soll loslassen und soll sich heulen lassen. Aber das gibt auch die andere Seite, was wir als Jugendliche so viel mal haben und auch gehört haben, da habe ich auch gehört, du bist vielleicht rebellisch gewesen. Und du bist jung aufgeheft. Ich heft auch jung auf. Ich bin 17, dann heft ich auf. Du hast deine ältere Spart gefehlt. Und du hast ihnen vielleicht viel Herzeleid zugefügt. Vielleicht bist du der irgendwen sexuell belästigt hat. Du hast vielleicht gestohlen oder bist andere gewesen. Oder bist du vielleicht ein Mensch, der immer Zank anstrebt. Oder vielleicht bist du sogar im Gefängnis gewesen. Weißt, das sind Sachen, wo vielmal eine Jugendliche sind, und wir können den nicht, wenn ich anrede. Weißt du, das gibt eine Lösung für die, in der heute Jesus Christus. Gibt ihm diese Karge. Und wenn das an die ist, gehen um Verzeihung der Frau, dann steht die viel mit. Weißt du was, um Verzeihung, Frau, dort ist nicht für Feiglinge, dort ist für Menschen, die wirklichen Valor haben, die wirklich eine Kraft haben. Aber die Kraft haben wir am Heiligen Geist. Ich habe mir was sagen abgeschrieben, auch für Frühes. Du bist vielleicht eine Früh, die mir in diesem Moment hörsten, sagt, mein Mann hat mir endlich alles, bleibt mir mit alles allein. Oder er hat wenig mitgefallen mit dir. Oder überhaupt sagst du, der hat mich verloren. Der legt mir mit alles Tag. Vielleicht hat dein Mann viel Schande über den Hüssen, über deine Kinder gebracht. Vielleicht ist er drogensüchtig gewesen, vielleicht ist er Alkoholiker. Vielleicht ist er in Geschäfte verwickelt worden, nicht legal sind. Vielleicht ist er im Gefängnis gewesen. Vielleicht Antrü. Vielleicht ist dort den Schwiersinn, deine Schwiertochter. Vielleicht sagst du, mein Mann ist das Geld über alles wichtig, und als sie an 2 oder 3 steht. Vielleicht ist er die Antrü gewesen. Weißt, dort sind Sachen, die gehen sehr deep. Und der muss die Löslote irgendwann, dort ihn heute geheilt wird. Das kann aber auch sein, dass du deinen Mann jung, der schon dort verloren hast. Oder ein Kind. Vielleicht hast du einen von deinen Kindern, dort die besonders Sorge merkt, wenn es dort auf einen falschen Weg geht. Das ist ein Kummer für eine Mutter, Sohn zu sein. Vielleicht bist du eine Mutter, die dort haft muss mit unseren jungen Kindern sich scheiden lassen. Und die Kinder kommen nicht mehr in Haus. Die Familie ist dort verletzt. Vielleicht ist deine Tochter schwanger in Haus gekommen. Und das hat die einfach sehr verletzt. Weißt du, hier sind viele Sachen bei. Du hast dort eine Lösung. Und der heute auch
Jesus, der heet Christus, der heet Löslote, der heet Verzeihung uitspreken, der heet annehmen, der heet leven ohne eine Bedingung. Wann dat die über seine Gune ist, was ich nicht sagen will, dann sollst du den Möd haben, dann wünsche ich dir den Möd. Nicht wünsche, dass der Heilige Geist die Macht ist, den Möd geben, um Verzeihung zu beten. Vielleicht hast du deinen Mann nicht in neue Sparte gegeben. Der braucht seine Familie fertig stehen. Vielleicht wären deine Anforderungen so hoch, dass heute gut erfüllen kann. Vielleicht hast du mit einem von deinen Kindern nicht Toleranz gehabt, das mit der anderen. Der hast das vielleicht immer euer beschuldigt als der andere. Vielleicht bist du leicht von Rede und hast je halt beantwortet, was du drauf in aller Wege zu verbreiten. Vielleicht kostet dir dort deine Schwierigkeiten auch nicht mehr, weißt du was? Komm da über und sei dir dort, mir kostet dort die Unternehmer, aber von dir soll sich das ändern. Nicht bei dir um Verzeihung. Mach dich frei. Lot dort der Heilige Geist, die frei machen kann und dort die Erlösung der Jesus kriegen kannst. Da habe ich noch ein paar Wörter für den Mann. Der Mann soll verzeihen oder lösen, mindestens. Und wenn jeder einen von diesen, wo ich all geredet habe und wo ich noch rede war, du jeftet jeden voll einen Strieb von Sachen mehr. Wird noch dran sein, was ich hier nicht abgeschrieben habe. Wenn der Heilige Geist die Wiese wird, und wenn du dort was Folge leisten, dann wird die Wiese, wenn eine Sache, du sollst lösen und wenn du sollst hangen, um Verzeihung zu beten. Für den Mann, wenn du verletzt wirst, aus der Rolle, aus der Haupt einer Familie. Für einmal, wo wir als Männer, weil wir uns verletzt, oder von der Früh, oder von der Kinder, oder von sonst irgendjemand. Wenn die deine Familie nicht in neuen Respekt hat, aus Vater, aus Mann, aus Haupt, dann weil wir uns einfach nicht respektiert in unserer Rolle, was Gott uns gegeben hat. Wenn du bist geschafft hingegangen worden, in wirtschaftliche Situationen. Vielleicht hast du ein Kind, das die besonders auf den Nerven geht. Und das vielleicht all sehr viele Jahre nicht in Häuschen, weißt du was, wo die einfach sagen, wenn du hast einen Möd, nimm das Telefon, und wenn du das Nummer nicht hast, dann versiegt dem irgendwas zu sehen, den Kind, und sei ihm einfach, dass du am verzeiht hast. Und wenn du am, was Schlechtes angedeutet, dann Frau um Verzeihung. Diese Beziehung zwischen Vater und Kinder und Vater und der Früh, der Mutter, das ist sehr wichtig. Und das ist mir damals wichtig geworden, und das gibt ein Telot. Das gibt einfach ein Telot. Dann will man dort alle rückgängig merken, und das ist eben Telot. Das kann aber auch sein, weil man dort irgend in jemand in der Gesellschaft deine Familie angetast hat. Das meint, dass irgendwer deine Kinder falsch angeschuldigt hat, dass die belästigt hat, auf irgendeine Art und Weise. Auch ich kann dir sagen, dass ich das erlebt habe, und als Vater, der das sehr weit, wenn Menschen denen Rand nicht respektieren, was die als Vater trifft. Weißt du was? Verzeih den Menschen. Dort ist nicht einverstanden sein, aber geh nicht in Hass ab. Ich habe was Sachen, was ich glaube, würde wichtig sein, wenn die dort trifft, würde es um Verzeihung werden. Wenn du irgendwem umgegangen hast, zum Beispiel. Oder du bist mit den Mitmenschen sehr hart umgegangen. Weißt du, das gibt Menschen, die sind, das ist wie alle, wie hier in der Church. Aber für einmal vergeht wir dort von Montag was sind und wir sind hart zu uns, einer zum anderen. Die Bibel lehrt dort nicht. Die Bibel lehrt,
dass wir verständnisvoll umgehen. Wenn du best hart warst mit den Mitmenschen, dann geh hin. Das ist schwer, aber das im Schritt. Vielleicht wirst du sehr hart mit deiner Frau oder mit deiner Familie. Vielleicht hast du die viel zu viel allein gelassen. Vielleicht hast du deiner Frau nicht den Freiraum gegeben, was sie braucht, um sich zu entwickeln, oder um sich als Mutter und Hausfrau oder was immer sie ist, einfach durch zu sein, ja. Du hast ja immer dem Raum Klanda gemerkt, in Klanda gemerkt, und ihr drückt die Hölle. Wenn du dort so sein tun, dann wird um Verzeihung. Vielleicht bist du deine Frau antreu gewesen. Oder du hast deine Familie belästigt. Lieber Bruder, hör mal her. Wenn du deine Familie so belästigt hast, oder irgendjemand von deinen Kindern, dann wünsche ich dir, diese Valentie, diese Kraft, die der bloße Heilige Geist dir geben kann, um diese Bekenntnis zu merken, um diesen Fluch auf deine Familie raufzunehmen, um dort nicht diese Generationsflüche auf deine Kinder zu brauchen. Und noch eine wichtige Sache, lieber Mann, wenn du Kinder hast, bitte deine Familie rund. Dann der Bekennen. Für deine Familie. Und dann, dass dort andere Kind einfach um Verzeihung beten. Weil wir verantwortlich sind, mit dort, was wir hier tun haben, dort ist nicht leicht, die Verzeihungsangelegenheiten. Wenn ich hier eine gewisse Sache erwähnt habe, dort ist mit Sicherheit, dass die Liste viel länger ist. Für verschiedene Menschen. Oder andere Sachen hineinpassen, was ich gesagt habe. Weißt, wenn ich dir nicht gesagt habe, der Heilige Geist wird dir das sagen, wenn du dort Wort von dir annimmst, der Heilige Geist wird dir auf deine Sache anweisen. Ich möchte Wort sagen mit die Deile, was bei mir ein Problem wäre, mit dieser ganzen Verzeihen, eine Verzeihung Frauen. Dort sind diese Konzepte, die wir für über die Vergebung haben oder die Verzeihung. Das ist nicht in ihr Fall. Wenn du was lernen, dass du in ihr Fall kriegst, dass du so sagen kannst, oder dass du so einen Menschen loslässt. Wahrscheinlich, wenn das normal wird, wird das nicht kommen, wenn es Anstalt ist. Herrscher, dort ist eine Entscheidung. Wenn der Heilige Geist die sagt, dann entscheidet, dann sie gehorsam. Für jeden meint doch nicht, dass du einverstanden bist mit einer Gerechtigkeit. Dort ist eine andere Sache. Dort meint loslassen. Für jeden meint nicht, dass die andere Person handelt, die jeden über was ändern. Weet je, damals als Jesus Kreuz genagelt wordt, und ja, gerässliche Qualen, dann betet um Verzeihung für die, was das teilte. Und vielleicht auch für die, was das angestiftet hat. Aber weißt du was? Während heute diesen ganzen Prozess durchmacht, du sagst die Bibel nicht, dass irgendwer abgehört hat, die Nägel in die Schlone. Das ging Kreuz wieder. Das meint, wenn du warst in diesen Prozess nennen, das kann sein, dass die Menschen sich über die Lage nicht merken. Das kann auch sein, dass die Menschen die schlechter behandeln. Das meint auch nicht, wenn du ein Mensch Verzeihung aussprichst, dass er das jemals wird annehmen. Wenn wir dort nehmen, was Jesus passiert, als er am Kreuz hang, an einer Kante hat er einen Verbrecher, an der anderen Kante auch. Einer nahm das an, und der andere erkannt das nicht. Der starb einfach ohne diese Erkenntnis. Lüge doch nicht nur. Merk die rein, merk die Leus. Und du hast ein sehr wichtiger Teil, eine Entscheidung von der treffen. Dort braucht ein Prozess, bei dem Hort wird geheilt sein. Geh nicht davon aus, wenn du wirst von der eine Sache stellen oder wenn du wirst einen Mensch von der loslassen, dass du Maria nicht wirst die Pfeile hand, die du gestern auch hast. Die wirst du wahrscheinlich Hölle. Dort ist ein Prozess. Dort ist es, wenn wir eine Wunde haben. Und du hast eine Entscheidung getroffen, einfach
zum Doktor zu gehen und da fängt ein Prozess an. Und irgendwann ist es geheilt. Und irgendwann kann man da überreden, man kann da nachfuttern, man kann mitteilen, dass ich das kann. Ich kann viele Jahre nicht über dort von meinem Vater reden. Finde auch kann ich das, wenn Christus mir geheilt hat. Der hat mir das verzeiht. Ich kann von da überreden, nicht wenn ich durch Stalt über sie, wenn ich glaube, dass die dort was helfen wird. Was in Matthäus saß, 14 und 15, ist wunderbar und das ist einfach entscheidend für uns. Wenn du ein Arbeiter bist, oder wenn du einen Arbeiter hast, und du schätzt deinen Jungen an, und du sagst deinen Arbeiter, lass dem was sagen, oder den Jungen sagst dem Arbeiter, das wird so sein, mein Vater wird so reagieren, dann wird den Arbeiter dem Jungen glauben. Und dort ist, was Gott mit Christus getan hat. Der hat ihm hergestellt. Was ist Christus? Was sagt er zu uns? Er sagt so in Matthäus 14. Wenn die Menschen dort vergeben, was der jeden jünt, sind je, was der himmlische Vater jünt auch vergeben. Dann wird uns vergeben. Dann sagt es 15, aber wenn die anderen Menschen ihre Sünde nicht vergeben, wird ihr Vater ihre Sünde auch nicht vergeben. Weil wir uns nicht ein falsches Bild merken, dass wir irgendwie durch eine kleine der im Himmel kommen. Das braucht Demut. Das braucht einfach, das sind Mut, Hand zu gehen und um zu beten und auch zu vergeben, wenn die Menschen, die einfach nicht vertrauen. Und du bist all viele Jahre mit viel Video. Ich habe ein paar Videos mitgebracht, was ich beobachtet habe in unseren Gesellschaften. Und dort sind die wie viel mal so Randmenschen an. Das hört sich vielleicht nicht gut, aber man hört dort Wort viel mal. Wenn du die aus einer Person fühlst, dass du eine Gesellschaft nicht teilst, oder du fühlst, dass deine Familie nicht stammhaft. Wir können reden und ab uns Herz scheinen. Wenn du nicht verstanden wirst, über deine Meinung im Mund läuft, du rennst immer eine entgehende Seite Richtung. Das scheint irgendwas, wenn du niemals Gelegenheit hast, in der Gesellschaft, irgendwas Gutes zu tun, oder du fühlst dich aus dem 5. Feld um dich. Weißt du, was irgendwann kommst du eine Einsamkeit nennen? Eine Einsamkeit ist sehr lähmend. Das ist sehr, man wird sehr sensibel ab alles, was man fühlt, und einer ist ständig am Notteil. Weißt du was? Lot nicht zu, dass du so tun, die du hältst. Komm du rüt. Du bist einer von uns hier, nach dem Bilde Gottes geschaffen. Kreuz ist der andere. Kreuz ist der andere. Komm du rüt, jeft ihn bastet für die Gesellschaft, jeft leben, was Gott gefällt. Und weißt du was? Gott ist so treu. Der wird die du nicht liegen lassen. Der wird die Beine halten. Vielleicht braucht dort eine Generation, vielleicht 2. Aber blieb du nicht. Der dort für dich wird hinter die kommen. Hat es einen Mut, dem Schritt zu tun, einfach zu vergeben, wenn die Menschen, die verletzt haben oder die einfach zu wenig geteilt haben. Komm rüt, aus diesen Schützengraben, wo wir uns für Gebäne verstoppen, in dein Gott. Ich habe ein paar Videos mit für eine Gruppe Menschen, die wohl die ganz kleinste Gruppe in der Gesellschaft ist. Wir sind alle Gesellschaften heute beobachtet. Das gibt eine kleine Gruppe von diesen Menschen. Wenn du ein Mann, ein Vater bist, und du fühlst dich einfach aus dem Versager, keiner respektiert dich.
die eine Familie haft, Freund verloren, die eine Kinderfrau, die, woran kommen unsere Freunde nicht mehr an? Die Kontakte, die guten Kontakte, die sind weich. Ein Teil von dieser Familie versteht die nicht, der nimmt Aufstand von die. Wenn keiner von diesen Freunden mehr anrübt. Und wenn sich ein Kranz abläuft, wenn du durchkommst, wenn sich dort mit verschiedenen sozialen Sachen schwadet, ohne Grund, viele derer merken sich tö, je in die Familie. Wenn du einfach nicht mehr weißt, wie das wird. Die Familie ist ohne kranke Schutz geblieben. Du musst für viele Sachen selbst durchstehen von hier wieder. Vielleicht hast du die viele Mal gemalt in der Gesellschaft. Aber man hat die einfach nicht wahrgenommen. Und das könnte keine Lösung kommen, wenn dein Lebensmittel ab Null gedreht wird, wenn du einfach nicht mehr weißt, wie das wieder gehen soll. Wenn deine Geschäfte in deiner Familie von denen früh abhängig sind, dass das funktioniert. Und alles scheint so, dass du ein bist und dass der Tunnel dort ist. Wenn dein Leben keinen Sinn hat, wenn du summarisch abstehst. Und du fühlst einfach, das ist ein Tag mehr und du gehst dran und du hast deine Familie und du hast alles erst du und alle Menschen sind frei und du hast einfach nicht Lebenssinn. Und du bist irgendwann in der Depression gekommen, oder an Drogen, oder an andere Süchte verfallen. Weißt du, wenn du so eine Person bist, dann verstehe ich dich auch. Dann verstehe ich dich auch. Meine Familien sind für 8 Jahre ungefähr auch aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden. Und dort ist diese Gruppe, diese kleine Gruppe, die irgendwann mal durch eine Ausschließung, das kann Gemeinde sein, das kann wirtschaftliche Sache sein, dann kommt man sehr weit drauf. Ich habe 6 Monate dann, was dort passiert, 6 Monate heute nicht geschafft gelebt. Ich habe nicht mit dem Auto gefahren. Ich hatte einfach den Lebensmittel verloren. Nu erinnert mich an das 3, was ich am Anfang gesehen habe. Dann wie mein Vater an der sieht, wo er bedingungslos vergift hat. Nu stand ich noch mehr 10 Jahre an der anderen Seite, wo das an mir wäre, zu verzeihen. Wenn du mal einen Ausschluss erlebt hast, von der Gesellschaft, dann will ich dir mitmerken, die Person, die das hier getan hat, vergifte einfach. Lüge nicht nur, dass irgendwie kommt. Vergifte. Lass dir los. Lass dir los. Weißt du was, das wird dir einen langen emotionalen Prozess wahrscheinlich brauchen. Aber lass dir los. Lass einfach Jesus dran, dass er arbeitet mit dir. Du wirst transformiert worden. Das ich von dir hier sagt, das ist Genot. Das ist sehr viel Genot, was ich im Leben erlebt habe. Und dort wünsche ich dir einfach. Wenn du das erlebt hast, sieh dir Hilfe. Sieh einfach Hilfe. Gute Menschen, die vielleicht auch mit der Erfahrung haben. Oder ich nicht die Doel, weißt, lieber Mann, wir haben einfach nicht Freunde. Wir haben keine Freunde. Dann haben wir uns beim Bad Doel angeschneit und dann habe ich Gott gesagt, weißt du, du kannst ja doch sein, für das uns jetzt. Wir haben nicht Freunde. Und ich habe nicht Freunde. Und Gott ist sehr treu gewesen, zu sehen Wut und aktuell. Er hat uns sehr, sehr gesehnt. Dort ist eine sehr harte Zeit gewesen. Aber Jesus war auch durch ein falsches Zeugnis
verurteilt. Das passiert uns gelegentlich mal. Aber wir können nicht so bleiben. Wir können auch nicht den Menschen immer weich beschuldigen, weil wir uns erinnern an das, was uns Zeit sagt. Aber wenn die anderen Menschen ihre Sünde nicht vergeben, wird der Vater ihre Sünde auch nicht vergeben. Nu wird es an mich. Nu wird es an mich. Das ist sehr weh, wenn man dann den Menschen weiter sagen, die ignorieren die. Aber ich merke die Müde. Merk das ein Schritt. Wenn du verfehlt hast, dann geh hin. Dann geh einfach hin, stote deine Sache, bete um Verzeihung. Aber wenn das nicht, dann lot los. Weißt du, ich habe wat tijdste de Welt met die duilen. De eerste is in Josua 1:8-9. Da sagt ze, dat de aanwijzingen van mijn gezadsbuur immer weiter uitspreken. En denk dag en nacht over nu. Omdat u en allem zo handelt, als du bijna geschreven staat. Dan wirst du Erfolg haben. En alles, wat du anfängst, leidlich te einbringen. Alles, wat du anfängst, wenn du wirst dann wel frisch anfangen, wirst du leidlich te einbringen. Horch, ich habe dir gesagt, dass du mutig in den Schloten bist. Hab keine Angst. Laat die van nichts erschrecken. Wils ich, der Herr, dein Gott, blieb bij die, bij alles wat du doen wirst. Wenn du de Nähe Gottes ziet wirst, wenn der Heilige Geist, wenn du wirst erlauben, dass der Heilige Geist die führt, wirst du abgerecht worden, und der liebe Gott wird nicht deren Fenster opmerken, der wird wij opmerken für die. Die Menschen merken deren, Gott merkt wij op. Dann halt noch ein Teil dessen, Jesaja 41:10. Eins die nicht, wils als sie mit die. Fürcht die nicht, wils als sie den Gott. Ich wird die stort merken und die helpen. Und mit meine gerechte und rechte Hand wo ich die hole, hülle und bewahren. Das sind wunderbare Wege. Und weet je wat? Wir haben den Kreuz erlebt. Meine Familie und ich, wir haben den Kreuz erlebt. Gott ist sehr treu. Aber das braucht ein Gehorsam. Das braucht ein Horchen. Und für einmal erlaubt Gott, dass wir harte Wege gehen. Sehr harte Wege. Aber dann waren wir geformt. Und irgendwann jetzt uns dort aus Josef zu seinen Brüdern sieht. Die dachte, schlechtet mit mir zu merken. Aber Gott hat uns bewahrt, das Leben von vielen zu retten. Und das ist, was wir von dir tun. Wir geben Zeugnis von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Vielen Dank schön. Lieber Teira, diese Herausforderung, die möchte ich die Leute merken, nicht ewig leben. Zoals we hier hebben, dat jeften te lood. Dat jeften te lood, über Sachen zu reden. Dat jeften te lood. En dat jeft ook letztendlich bij God te lood. Gott hat viel genut, der ist geduldig. Zoals Petrus ons dat leert, dat is niet dat hij zijn Wiederkommen rückschuben hat. Dat is wens hij geduldig is en hij wil dat nog meer mensen ihre Situation klären. Warum muss ich nicht diesen Moment utnutzen und mit mir beten? So als du in deinem Hort das fällst, Gott ist in diesem Moment du, der macht dein Hort heilen. Der macht deine Seele heilen. Der macht dein ganzes Wesen heilen. Er ist aus ein Heiler für dich gekommen. Er ist aus ein Radar für dich gekommen. Und lass ihm doch bei in dein Leben. Lass ihm doch nennen, dass er die verändern kann. Und sag ganz einfach, Herr Jesus, erforscht mein Hort. Und kann, wer ich das mein. Und sei, wenn ich nicht auf dem guten Weg sehe, dann lädt mich nur dem ewigen Weg. Und wies mir, wer du das meinst.
Laat mij erkennen. En laat mij durch diese waarheid, die du best, vrij worden. Damit ik voor die en die herrlichheid en die eer op deze eerd leven kan. Herr Jesus, ik mocht die beten, dat in jeder einem von die, die ans Teil hier haft, in diesem Moment, dat du dens Horte erforschen musst. En nach jeder einem seine Bedürfnisse nur deine musst. Durch deinen Heiligen Geist. Dankeschön sage ich die Herr für das Zeugnis und diese anspannende und ermutigende Wort von Hildur, die in seinem Leben deutlich leise geschlagen hat. Haar musste aan wieder zijn dat ze voor vele anderen als familie kunnen een zegen zijn. In Jezus in je noemen. Amen. Ik wil die deine wehen sein läuft die du hast Leben mir gegeben. Oh ja, du könnt wir echt durchschwingen. Du hast Leben mir gegeben. Verhorten wird ganz verbrochen. Für verdammte Lebens strafst du und trieb. Ich sag dir und erschwere, du hast Leben mir gegeben. Harnesiert uns nie geboren. Du hast Leben mir gegeben. Uns entzünden wir ich verloren. Jengst und triebst nimmst meine Stimme. Du hast allen verloren. Dort brach die Baton Krieg. Ein Virtur Rambo schuldig. Du hast Leben mir gegeben. Dine Leib hab mein Hort gewonnen. Du hast Leben mir gegeben. Ich kann ich nicht zufrieden deine. Du hast